Hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweizer mit voller Vorfreude auf die Welt. Wir wissen bis jetzt nur, dass irgendeine Frau über die Sehne gerannt ist und sich alles gefroren hat und wir eine kleine Gruppe herzlose, besonders 3 Nannies, die darunter gestanden sind, eins auf den Deckel geklopft haben, wo wir eigentlich auf dem Weg sind, den Berg zu beschreiten. Also wir folgen eigentlich den kleinen Laternen, wenn ihr die seht, also die hier am Rand, die uns, glaube ich, soweit ich weiss, den Weg weisen. So, jetzt hoffe ich, dass da noch... In dem Fall müssten wir versuchen, eigentlich da durchzugehen. Was versteckt sich denn da? Eine kleine Gruppe Herzlose! So, dann. Und dort oben sehe ich schon mein Lieblingsgegenstand im ganzen Spiel. Ein wundervolles Kisteli. So. Aber für das müssen wir zuerst den Herzlosen wieder eins auf den Sippel hauen. Sie verschwinden, weil ich zu weit raus bin, kämpfen. Okay, dann setzen wir doch lieber einen Goofy-Bomber ein. Dann sollte die Mehrheit von euch allen aus dem Weg räumen. Ich will und will mein Kisteli. So, ich würde sagen, wir machen doch zuerst mal das Kisteli auf. In Ruhe. Und erhalten ein Eishalsband. Okay, das heisst, wir werden wahrscheinlich ein Halsband jetzt bekommen, das besser gegen Eisabwehr sollte sein. So, nimm das. So, versuchen wir es mal auf die altmodische Art mit unserem Fokus. So. Illusionsstab setzen wir gerade einmal neu. Ich glaube, ich wüsste jetzt nicht mal, ob es gegen neu notwendig sein wäre. Es sind eigentlich eher ein paar schwächere Herzlose. Aber warum nicht? Wenn wir es können, dann setzen wir es doch gerade mal ein. Jetzt haben wir nämlich schon mal die Schweizer Alpen beim Herkules im Sommer gesehen. Und jetzt erleben wir sie in Aredel doch noch, auch noch im tiefsten Winter. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie wir den Berg sollen beklimmen. Weil vielleicht sieht das jetzt momentan aus, als müssten wir da einen Berg durchlaufen. Nachdem wir da mal fertig sind mit denen. Und wie es aussieht, haben wir alle soweit ausgeschaltet. Okay, Doc, sieht ziemlich gesäubert und gut aus und das Kisteli haben wir auch noch beschlagnahmen. Da hinten liegt noch ein Item rum, das wollte ich gerade noch mitnehmen. Und sonst sehe ich da gerade so in dem Wald nichts. Ich würde sagen, wir gehen mal ein Stückchen weit, aber das sieht wirklich mega aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Goofy, gib deinen Senf dazu. so habe ich es gerne und nicht anders. Dann versuchen wir uns mal den Weg weiter drauf. Jetzt bin ich aber ganz unsicher, dort hat sie auch so irgendeinen Weg, wo wir durch können. Aber ich glaube, am besten ist, wir probieren es mal hier auf und merken uns, dass wir dort hinten durch können. Dann schauen wir uns das später nochmal an. So, wo sind wir jetzt? Da. Der Santa Claus hat da seine Rehe frei gelassen. Jetzt müssen wir irgendwie gegen die kämpfen, also ich weiss ja nicht. Ich bin Rudolf, das kleine Schneetier. So. Habt ihr eigentlich auch eine rote Nase? Das wäre jetzt wirklich noch ein richtiger Zufall. Nein, sie haben eine stinknormale Nase, das wäre jetzt wirklich noch lustig gewesen. Dann hätten wir am Santa Claus seine Rehtiere da gehabt und hätten denen dürfen eins auf den Latz hauen. So, die nehmen wir doch mit Gravur noch schnell auseinander. Wir haben noch einen Goofy-Bomber, den wollte ich auch gerade mal noch mit einsetzen. So, da haben wir gerade die Mehrheit von euch noch vernichtet. Das heisst, nur noch du bleibst übrig. Könnte ich dich nur an die Leine nehmen und mitnehmen. Du wärst ein superherziges Haustierli. Dort hinten haben sich gerade noch mal ein paar mehr versammelt. Wir haben hier ein Piratenschiff, das würde ich auch noch gerne einsetzen, wenn wir es schon mal wieder zur Verfügung haben. Besonders gegen so eine Gruppe Herzlos ist das eigentlich noch ziemlich praktisch. Besonders mit so komischen Rentieren. Jetzt können wir fliegen, meine Lieben. Jetzt lernen wir es. So. Ich glaube, soweit haben fast alle ausgeschaltet. Bis jetzt schon allein mit unserem Piratenschiff. Dort oben haben wir noch ein einzelnes Viechchen umeinander fliegen, aber ich weiss nicht, ob wir das überhaupt treffen mit unserem Schiff. Nein, sieht gar nicht danach aus. Aber das sollte der letzte sein, der uns im Weg steht und dem Weg zum Weitergehen und erfahren, was sich in dieser Welt abspielt. So, da hinten befindet sich noch ein Item. Das darf ich ja nicht vergessen. So. Dann schreiten wir mal weiter voran. Jodeliti, einmal den Berg drauf, bitte. Was ist das? Und da können wir irgendwie... Okay. Cool. Wird jetzt auch immer bei... Kisteli, lass mich runter. So.
Kisteli, was verbirgt sich in dir? Ein Damast. Nice Sache, auch wieder später zum Schmieden gut brauchbar. Da wird jetzt der Böhle wirklich immer grösser, oder meine ich das nur? Ich fahre jetzt einfach über euch drüber und es funktioniert. So, die Super Nannies haben wir sehr schnell ausgeschaltet, also mindestens eine davon. Ich versuche jetzt noch mehr mit dem Böllen da irgendwie überrollen und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also so gegen Herzlose kämpfen kann ich eigentlich gar nicht dagegen sagen. Jetzt muss ich einfach aufpassen, dass wir da, glaube ich, nichts berühren. Sonst geht unser Böllen höchstwahrscheinlich kaputt irgendwann. Und wir sind schon ziemlich gross unterwegs, muss ich sagen. Oh, Scheibe. Oh Mann. Jetzt ist er doch noch kaputt gegangen, aber wir haben wenigstens einen grösseren Teil von diesen Herzlosen können auseinandernehmen. Perlen einfach. So, die dort hinten schiessen auch mit irgendwelchen Raketen um sich. Und Laserstrahlen. So. Meine liebe Nanny. Ich weiss nicht, dass ich persönlich noch nie einen Babysitter hatte. Ich war bis jetzt immer allein gewesen. Angriffsstiege, der liebe Donald hat Stufe 26 erreicht. Ich versuche euch jetzt einmal ein bisschen mit Blitzen mal wieder Schaden machen, weil ich benutze ziemlich wenig Magie in letzter Zeit, fällt mir eigentlich ein. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass du mich hier überfahrst mit dem Mini-Rückli. So. Hat jetzt auch nicht wirklich viel gebracht, he? Oh Mann, oh Mann. Setzen wir unsere Illusionsstab ein, dass wir einmal weiterkommen. Gegen die versifften Herzlosen, die mich hier plagen und nerven. So. Also mit unseren Halonisationen, muss ich sagen, funktioniert das mega gut. Nice, okay. Jetzt haben wir da wieder unseren Strahl, der fährt. Aber ich muss da wirklich lernen, wie man den richtig bedient. Ich habe das Gefühl, der Punkt geht immer in die Gegenrichtung von dort, was ich will. Und das geht mir gegen den Strich und gegen einen absoluten Keks. So. Aber was ich muss sagen ist, was wir eigentlich auch noch ausprobieren ist trotzdem mal noch das andere Schlüsselschwert anlegen, dass wir trotzdem noch sehen, was eigentlich auch dort Spezialfähigkeiten sind. Ich glaube, den Honig haben wir ja das letzte bekommen, das habe ich glaube ich mal angeschaut in der letzten Folge. Aber der ist ja eigentlich eher auf Balance ausgerichtet. Da hinten haben wir noch mal so einen Schneebülle. Ich sage, wir steigen doch gerade mal drauf und versuchen mit dem wieder unsere Gegner überrollen. Okay, okay, wenn ich versuche da drauf zu gehen, geht er auch schon ziemlich schnell kaputt. Das ist eigentlich auch gut zu wissen, aber sonst sehe ich da gerade nichts, weder Glückssymbol oder sonst irgendetwas. Da oben sehe ich eine Chance, wo wir draufrennen können. Aber es sieht nicht danach aus, als würden wir da drauf kommen, sondern dass da der Weg weitergeht. Dann beschreiten wir doch den und rennen die Sackgasse drauf da. Wir befinden uns jetzt in der Schlucht, okay. Donald, Goofy, was sind ihr? Mit dabei, alles klar. So, dem Gebüsch habe ich jetzt einfach auch noch eins zinkieren. Weiss nicht warum, es hat mich dumm angelächelt und das mag ich gar nicht. Das mag ich einfach gar nicht, oder? So. Ui, was ist... Kann man da irgendwie... Ah, da kann man wirklich... Okay, Doc. Rauerwald sind wir gerade gelandet und wir haben noch ein Kistchen finden. Nice Sache. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt volle Pulle da oben und vorbei ist. Erhalten, Entscheidung im Schnee. Ein Spiel des klassischen Königreichs. Du kannst es auf dem Gummifon spielen. So, das ist sehr gut zu wissen, aber da hinten... Oh, ein Glückssymbol! Aber da wollte ich eher mal ein Selfie machen, ganz ehrlich gesagt. Wenn wir schon so ein hübsches Gesicht haben, dann sollten wir doch das auch versuchen zu benehmen. Nein, das Foto gefällt mir nicht. Komm, mach doch noch irgendwie noch so ein... warte, jetzt muss ich nochmal richtig drücken. Jetzt habe ich wieder falsch gedrückt. Ah, wieder falsch, oh mein Gott! Also, nochmal. Da drücken und da Foto. Okay, wunderschön, hast du nichts gezeigt. Du hast das Glücksemblem bereits fotografiert. Möchtest du stattdessen das neue Foto in dem Album aufnehmen? Jawohl, finde ich auch viel schöner. Wie gesagt, da unser Gesicht auch mit drauf ist. So. Rennen wir da gerade direkt mal wieder die Wände rauf. Aber am Rad geht nicht. Wir befinden uns wieder in der Schlucht und versuchen in dem Fall uns den Berg drauf zu klimmen. Was befindet sich da um unsere Ecke? Gar nichts momentan. Okay, da. Da vorne, das sieht für mich eher wieder nach einer Kampffläche aus. Wir schauen uns das Ganze mal an. Oder ein liebesherziges Szenario, zum Wissen, was uns erwartet. Hey, hold up! Why are you here? Where did you come from? Hi, I'm Sora, and I'm from, let's just say, someplace a little warmer.
And I'm Goofy. Are you visiting Arendelle for the coronation? Huh? You got us. So, what's your name? Elsa. Queen Elsa of Arendelle. What? The Queen? You shouldn't be out here. Please go back to the village. Why? Your Majesty, you look like you could use a friend. Don't you want to talk? Please leave. I need to be alone. I don't want to hurt anyone. Oh. Is it that bad? You must have been through a lot. We know what that's like, don't we? Sure, adventuring's fun, but it definitely has its ups and downs. When the going gets tough, us friends have to stick together. Exactly. Although, Donald, you do lose your temper a lot, so I can relate to wanting some alone time. What? I don't do that. Enough! Whoa! Elsa, did you? The Heartless! Don't worry, we got him. Take cover. Das ist aber wirklich ein riesengroßes Viech da hinten. Das müssen wir aber gut auseinandernehmen. Deshalb kümmern wir uns jetzt zuerst mal um die Rentiere. So. Was hast du jetzt vor? Jetzt schlüpperst du. Okay, okay. Ich glaube, ich muss recht darauf aufpassen, was der liebe Brocken da in der Mitte vorhat. Ich glaube, das wird ein ziemlich schwerer Gegner sein. Besonders anhand von meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, ist unsere Illusion fast das Beste, was uns jetzt gerade passieren können. So, dann versuchen wir da ein paar Illusionen zu machen, um dir gut möglich Schaden mal ein bisschen reinheizen. Ich behaupte jetzt mal, ich probiere wirklich auf dem Grossen drauf zu bleiben, damit die Kleinen sich mit dem Donald und dem Goofy beschäftigen können und ich währenddessen am Grossen versuche, so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Wir sind Stufe 26 und eine Magie-Combo-Boost bekommen. Nice, das sollten wir dann nachher wirklich gerade noch anschauen. Magie-Combo könnte sehr hilfreich und nützlich sein und wir setzen gerade noch unser Finale ein. So, wir haben einen Plasmanaut zur Verfügung und einen Meteoid. Ich würde sagen, wir setzen den Meteor vom Donald zuerst einsetzen, in der Hoffnung, dass er die Kleinen rundherum noch zuerst kaputt macht und nachher einen nice Plasmanaut, damit wir den Endboss, also den grossen Boss da, schön abballern können. So, einmal draufbleiben bitte. Gut, du hast jetzt irgendeine Rüstung, also das Schild vor das Gesicht gelegt, um dich besser zu schützen. Aber das schützt dich nicht vor uns. Die Rüstung haben wir fast durchbrochen. Nice, nice. Jetzt einfach draufbleiben, draufbleiben, draufbleiben. So viel Schaden wie möglich zuzufügen. So, dann versuchen wir da gerade noch ein paar Einhörnchen mitnehmen. Da. Also Rentierli, Entschuldigung. Das sind ja keine Einhörnchen. So, dann versuche ich mich da irgendwie einen Weg zu bauen zu dir. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte. So. Versuche ich an dich anzukommen. Und einfach mal drauf zu bleiben. Gut, Schaden teilen wir im Nahkampf noch ziemlich gut aus, muss ich jetzt gerade so sagen. Somit hat unser Illusionsstab sonst für den Notfall wieder parat. Ich sage, wir setzen den mal ein, dann können wir mit unseren Doppelgängerin nochmal richtig zusetzen. Du hast irgendetwas vor, dass du so komisch zu mir kommst, aber das lasse ich nicht zu. Das lasse ich einfach nicht zu. Ich wollte dir jetzt Schaden machen. Und gut, aber im Nahkampf bist du ziemlich stark unterwegs. Der Stab, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt gedacht, unsere Illusionen sind einiges stärker für so Bosskämpfe als irgendetwas anderes. Wir haben einen Raketentanz zur Verfügung, bevor du da irgendetwas machst, das nicht aussieht, als würde ich es miterleben. Setzen wir doch den gerade mal ein und du hast fast gar kein Leben mehr. Das ist, glaube ich, das letzte Balken. Last Hit haben wir gegeben und Bodenbrecher-Bonus haben wir erhalten. Nice, nice. Dann haben wir unsere liebe Elsa
von der Herzlosen gerettet und hoffen, dass sie unsere Anerkennung annimmt. Elsa, are you okay? I'm sorry I was so upset. Thank you for your help. Look out! Oh. That's amazing. You can control ice. Control it? No, all I ever do is hurt people. It's okay. Those were just the heartless. You said that word before. What are they? Monsters that are after people's hearts. Wherever they go, there's trouble. They're after people's hearts? Yes, they're dangerous. You should head home before it gets any worse. This is my home now. I can't go back. I don't want to hurt anyone. What? Arendelle is safer with me staying up here. Not safer for you. Oh. Please, go away. Elsa. Oh, don't worry. She'll be okay. Seems like she's pretty strong. You gotta let her go. She wants to be alone. Yeah, I hear you. But I just wanted to know why she was so sad. And how is it any of your business? Huh? Read the room, kiddo. Who are you? That's the organization code. You knew? Excuse me? Oh yeah, you forgot. The name's Larxene. This time remember. And we'll take care of Elsa, so don't you worry. Do you... Nope. Well, she seems to think she knows us, so maybe we should play along. Not unless her name's Tara. Excuse me, I'm right here. Oh. Why are you after Elsa? No one's gonna hurt her, but we're not about to put up with your meddling. Stay here and behave yourselves. Wait, the ice! It's going to wall us in. Ice is so not my style. Larxene! Okay, also die Organisation 13 hat sich auch schon in dieser Welt wieder eingeschaltet und ist hinter der lieben Königin von Arendelle her, unsere liebe Elsa. Anybody see a way out? No, not me. Well, we can't stay in here. Elsa's in real trouble now. Yeah, Larxene promised not to hurt her, but I trust those guys as far as I can throw them. They gotta be up to no good. Clearly. Okay, also wir sind von der Laxerne in einem riesen Eislabyrinth gefangen worden. Ja, wir frieren nicht ein, liebe Goofy. Wir werden einen Ausgang finden, macht dir keine Sorgen. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie wir uns da zurechtfinden. Eine Karte haben wir momentan noch keine verfügt. Das bedeutet, wir müssen auch noch ein Kistchen dazu finden. Die Frage ist jetzt eher einfach geradeaus oder einmal links. Ich würde sagen, ich versuche jetzt zuerst mal den linken Weg, aber das sieht irgendwie aus, als würdest du uns denn da... Okay, nein, also wenn so ist schon, ich würde sagen, wir gehen mal diesen Lichtli-Laternen an, das kommt mir ein bisschen koscher vor da. Und schauen mal, wo wir da ankommen. Da können wir auch den Kristall unterwegs zerstören, sehr cool. Also was ich muss sagen ist, dass sie uns in so einem riesen Labyrinth können einsperren mit so wenig Eis. Also es ist wow gemacht, also nice Design, nice animiert muss ich sagen. Da haben wir irgendetwas, das auf uns wartet.
Ah, da haben wir noch ein paar Herzlose. Ich habe das jetzt wirklich gar nicht geschnallt, irgendwie, dass die da am Rumhängen sind. Aber naja, ihr dürft da leider nicht chillen, denn wir sind auf dem Weg da durch. Könnt euch ein Räuchchen irgendwo anders nehmen. So, was haben wir jetzt da unten? Bam! Lölis zum Verklopfen. So, setzen wir unseren Illusionsstab ein. Ich denke, mit dem kommen wir gut voran, besonders gegen so viele kleine Herzlose. So, machen wir eigentlich noch ziemlich gut Schaden, was ich muss sagen. So, das Tor da hinten ist schon aufgegangen, das heisst, wir könnten jetzt eigentlich schon mal weiter. Wir sind jetzt kurzzeitig eingesperrt gewesen. Aber das ist auch gar kein Problem für uns. Voilà. Ja, dich nehmen wir auch noch auseinander. Stehen einer nach dem anderen hinten an, ein Schweizer ist da. Und haut euch allen Eisen auf den Deckel, ja. Wow, das hat sich aber gut gerannt. Hei, hei, hei. So, Finale. Nice, jetzt müssen wir da gerade mal ein Item einsammeln, einen Freudentropfen, als hätten wir nicht schon genug davon. Und weiter den Weg vorauslaufen. Und ja, ich bin selber gerade ein bisschen gespannt, was auf uns wird warten oder ob wir irgendetwas Bestimmtes da in dem Labyrinth noch werden erleben. Da vorne ist auch wieder abgeschlossen, das heisst für mich klipp und klar, ich muss ganz vorsichtig die Stege drauf, um zu hoffen, dass uns nichts widerfährt und kein... Ah, da gut, da hat es gar kein Eis an der Decke. Jetzt habe ich gedacht, da hängt überall Eis umeinander. Aber in dem Fall doch nicht. Dann muss ich mir auch gar keine Sorgen machen und wir können auf dem direkten Weg weiter. Eine Karte besitzen wir irgendwie eben auch immer noch nicht. Das heisst, ist eigentlich auf eine gewisse Art und Weise komisch. Dann kümmern wir uns doch zuerst mal um die Herzlosen in diesem Raum. So. Und versuchen gerade mit dem Fokus mal einen guten Start reinzumachen. Die sollten wir eigentlich gerade alle drei auch vernichten. So. Ich kümmere mich am liebsten gerade um die Nanny da. Die nervt mich nämlich am meisten mit ihrem Lasergestrahlen. So, ja, ihr mit eurem Blitzzeug. Ah, Mann. Lernt mich doch einmal etwas machen. So. Jetzt haben wir wieder einen Illusionsstab parat und einen Raketentanz. Aber ich lasse jetzt gerade mal beides für kurz sein. Weil ich glaube, es ist jetzt... Ja, hustest du die ganze Dominanz, oder? Hatschi? Ja, er hustet wirklich da im Schnee umeinander. Ich glaube, er hat sich verkältet oder so etwas in dieser Art. Oder ich habe mich auf eine gewisse Art und Weise verhört, aber das glaube ich jetzt gerade mal weniger. So, das sollte eigentlich für euch noch lange nicht. Gut, dann muss ich nochmal ansetzen. Die liebe Nanny versucht da wieder mit ihrem Röckli-Tanz uns zu nerven. So, geh beiseite. Ah, da tauchen gerade noch ein paar mehr auf. Ui. Versuchen wir euch auch noch recht gut wegzubekommen. Dann lohnt es sich doch noch, den Illusionsstab noch einzusetzen, ganz ehrlich gesagt. Dann haben wir auch bessere Chancen gegen euch, mehr Damage, Ausschwung und alles so weiter. Nein, den Trio-Wächter mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich einsetzen. So, jetzt kann ich mich da ja wenigstens auch noch ein bisschen umeinander beamen. Ich weiss jetzt nicht, ob der Trio-Wächter wirklich etwas bringen gegen euch. Ihr überrennt mich die ganze Zeit, hat auch wahrscheinlich ein bisschen mit dem zu tun. Ich setze einfach mal das Finale ein, um den meisten möglichsten Schaden auszuführen. So, das sollte eigentlich der Hauptteil weggenietet haben. Und du da hinten bist auch nur noch eine halbe Portion gewesen. Da habe ich gar nicht mehr einschreiten. Ziemlich cool. Da oben haben wir noch ein Kisteli. Mit einem Schneemann-Röschen. Die mit diesen Röschen in dem Spiel. So. Es sieht cool aus. Es erinnert mich irgendwie an die Schöne und das Biest mit diesen Dornen an der Wand. Also mit so den Dornen und allem drum und dran. Aber wir befinden uns ja in Arendelle. Also ich sollte mich da nicht übermütig aufnehmen. So, da vorne haben wir nochmal 3 kleine Herzlose. Da unten haben wir noch ein Kisteli. Da gumpen wir doch gerade mal ganz kurz ab. Ich behaupte, es sieht nach den guten Karten aus, die wir jetzt schon seit einer Weile warten. Karte des Eislabyrinths, eine Karte des Gebiets, um dich zurechtzufinden. Okidok. Aber selbst mit Karten muss ich gerade ehrlich gesagt sagen, sieht es noch ein bisschen komplizierter aus, als ich gerade erwartet habe. Aber wir kümmern uns jetzt lieber mal gerade um die 3 kleinen Herzlosen da vorne, bevor wir den Weg aus unserem Labyrinth kämpfen. Um die Elsa dürfen zu retten oder ihnen nachzurennen, um zu erfahren, warum sie traurig ist. Also das würde der Sora liebend gern. Aber man muss ab und zu mal verstehen, dass auch ein Mensch vielleicht ihre Ruhe braucht und allein sein will. Kenne ich nur allzu gut. So, ich glaube, das sollte der richtige Weg aufwärts sein. Und soweit, glaube ich, haben wir unten dran alles erledigt. Ich glaube, 1-2 Wege habe ich jetzt nicht genau noch nachgeschaut, und ich hätte noch vielleicht müssen. Aber das lassen wir mal so stehen. Da warten gerade noch mal neue Herzlose oder andere. Nein, das sind niemanden. Wir sind alle niemanden.
Aber das ist gerade eine neue Art, die haben wir glaube ich jetzt gar noch nie gehabt. Aber wir setzen gerade unsere Illusionsstab ein, um euch schnellstmöglich wegzuräumen. So, ihr macht da irgendwie immer komische Spitzen am Boden. Ich versuche jetzt da mal ein bisschen auszuweichen und wieder aus der Ferne anzugreifen, bis mal 1, 2 ausgeschaltet sind oder sich voneinander getrennt haben. So, jetzt haben wir dich. So. Ich glaube wirklich, das Finale bringt uns jetzt gerade wirklich noch einiges. Stufe 27 für den lieben Donald mit Abwehr gestiegen. Nice, nice. So, dann picken wir uns gerade nochmal den nächsten Niemanden raus mit unserem Goofy-Bomber. Gerade noch gesehen, dass wir den haben und warum nicht gerade einsetzen. Kabum. Ich glaube, das sind gerade alle aufs Mal gewesen. Wow, nice Shots. Nice Shot in dem Fall an dieser Stelle. So, finde einen Ausweg aus dem Labyrinth. Irgendwie habe ich das Gefühl... Ja, genau, okay. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe den Gedanken im Kopf gehabt, kommt einfach dran an und versucht dich rumzudrehen. Vielleicht passiert etwas, weil warum sollte sonst ein riesen Teil da umeinander stehen? Okay, wir haben uns hier einen super Eingang geschaffen. Es zeigt uns auch genau, wo wir eigentlich durch sollten. Da müssten wir runtersliden und da hinten sehe ich gerade momentan noch nichts. Ich bin jetzt auch ziemlich... So. Versuchen wir da mal noch Taler sammeln, alles kaputt machen. Das Kistchen ist nicht da. Dann begeben wir uns doch mal einfach slidend auf den Abweg. Ui, ui, ui. Oh, da muss ich noch ein bisschen ausweichen in dem Fall. Da warten gerade noch ein paar Herzlose. Warum wartet ihr da? Versteckt ihr ein Kistchen von mir? Wenn ihr kein Kistchen von mir versteckt, lohnt es sich für mich auf eine gewisse Art und Weise nicht gegen euch zu kämpfen. Außer da oben befindet sich noch eins, aber es sieht nicht aus, als würde ich da raufkommen. Das heisst eigentlich für mich, komm, ich mache den Weg einfach direkt weiter. Jetzt muss ich da versuchen noch ausweichen. Dort wartet gerade noch eine Nanny auf dem Weg auf uns. Aber die ignorieren wir mal jetzt einfach schnell. So. Was erwartet uns da? Da geht der Weg abwärts. Okidok, ich senke mir Gumper einfach mal runter. So, take this, man. Wir sind zuunterst angelangt und ich sehe da gerade mal ein Glückssymbol. Das tun wir nicht lange drum herumschwafeln. Und nehmen doch auch gerade mit, dass wir wieder eins mehr in unserer Sammlung zusammenzählen können. Da vorne passiert jetzt wieder irgendetwas Komisches. Ein paar Niemanden, die auftauchen. Okidok. Besiegen alle Niemanden. Machen wir doch liebend gern. So, Raketentanz. Nice Sache. Jetzt bin ich irgendwie nicht mehr aus der Situation rausgekommen. Die haben mich die ganze Zeit geschlagen und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Dann muss ich halt mal ab und zu unseren anderen Fähigkeiten greifen. So. Leben haben wir jetzt schon recht schwach hinten dran. Ich versuche jetzt da mal mit dem Blitz einigermaßen Sachen. Da haben wir jetzt gerade noch Blitz, den wir einsetzen können. Das macht ziemlich gut Schaden. Und unsere Illusionsstab. Danach sollte ich mich ganz kurz heilen, dass wir da nicht sterben. Außer der Donald schafft es in dieser Zeit, aber es sieht gar nicht danach aus. So. So, nice. Versuchen wir mal aus der Ferne wieder 1, 2 rauszupicken. Wie beim letzten Mal. Das sollte eigentlich gut funktionieren. Nice. Der nächste haben wir auch gerade down. So. Finale! Ich glaube nur ein einziger, wie es aussieht, haben wir da als Gegner, außer der Spawner, die jetzt gerade noch ein paar mehr. So, die sollten wir ohne alles eigentlich gut auseinander bekommen und wir haben Blitzra als Bonus erhalten. So. Perle, das heisst, finde einen Ausweg aus dem Labyrinth. Das müsste man wahrscheinlich dann auch wieder an die Pfosten hier angumpen. Aber ich würde sagen, das wäre doch ein perfekter Moment, um einen ganz kleinen Cut zu machen. Und man sieht sich in der nächsten Folge, wenn es heisst, eine kleine Runde mit eurem Schweizer Kingdom Hearts 3. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal und tschö!